Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Und jetzt bietet sich die Gelegenheit, hier schnell einen Angriff zu initiieren. Und er trifft die Latte. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Oh, das sieht gut aus. Klasse Kombination. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Was bleibt dem Schiedsrichter anderes übrig, als für dieses Foul die gelbe Karte zu zücken? Das ist natürlich bitter, eine gelbe Karte zu so einem frühen Zeitpunkt in der Partie. Oh, der hätte genau gepasst, aber mit den Fingerspitzen war er noch dran. Oh, das sieht aber ganz vielversprechend aus, diese Situation jetzt. Schöner Pass. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Gut gespielt. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, und so in diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Und der Ball war ganz präzise gespielt. Also, so wie der da reingeht, da hätte man ihm auch durchaus die gelbe Karte zeigen können. So nur Freistoß. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Einfach weg mit dem Ball. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Er läuft über das halbe Spielfeld und die Kraft geht ihm nicht aus. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Ja, und die Mauer ist goldrichtig postiert. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ein Eigentor. Also die Fans dieser Mannschaft werden es nicht gerne sehen. Logisch, aber wir müssen uns das Eigentor in der Wiederholung einfach nochmal anschauen. Ja, also was das sollte, weiß er vermutlich selbst nicht. Schönes Eigentor jedenfalls. Schön gemacht. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Und der Pass ganz genau ist drin. Tor. Eine tolle Kulisse jetzt, eine tolle Atmosphäre nach diesem Tor. Die Zuschauer sind ja förmlich aus dem Häuschen. Und nach diesem Ausgleichstor gebe ich hier keine Prognose mehr ab, ob es heute noch einen Sieger gibt. Ja, frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche.
Ja, und von Pro. Jetzt wird genau in den Winkel. Oh, jetzt ist das Stadion natürlich ganz ruhig. Ein ganz bitterer Rückschlag für die Heimmannschaft. Das weiß man doch. Das weiß man doch, dass der gute Freistöße schießen kann. Genau so stellen wir uns das vor. Ah, das war eine tolle Ballstaffette. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß hin. Was für eine Übersicht. So, und damit sind sie wieder in Ballbesitz. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, was für ein Tor! Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. 3:1 steht es nach 45 Minuten. Schauen wir mal, was uns die zweite Hälfte noch bringen wird. Wir werden in dieser Partie natürlich noch versuchen, etwas über die Verletzung des großen Pechvogels der ersten 45 Minuten in Erfahrung zu bringen. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Ganz souverän. Souverän geklärt. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Das war schon ein klasse Zuspiel. Er rettet die Situation per Kopf. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Das müsste eine Ecke geben. Ja, da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Und der Torwart wirft den Ball entschlossen ab. Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, was soll der Schiedsrichter da anderes machen, als die gelbe Karte zu zeigen? Der gefaulte Spieler war weit entfernt vom Ball. Oh, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Ja, überhaupt kein Problem für den Verteidiger. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Und vielleicht macht er es ganz alleine. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Gut gemacht vom Keeper.
klare Sache, logisch, Freistoß. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton, völlig zu Recht, finde ich. So, jetzt hat er Platz. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. So, gelb hatte er zuvor schon gesehen und dann gibt es jetzt gelb-rot und damit muss er vom Platz. Nicht schlecht, aber er müsste halt den Ball aufs Tor ziehen. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Souverän gemacht. Klasse, wie sie den Ball zurückgeholt haben. Guter Einsatz. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Also der Schiedsrichter hätte ja eigentlich die gelbe Karte zeigen müssen. Und das war schon toll, dieser Pass. Und der Ball läuft wie an der Schnur gezogen durch die eigenen Reihen. Ja, das nenne ich einen Lauf. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Klasse Ball und das über diese Entfernung. Hey, werden noch 2 Minuten nachgespielt. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Und für solch eine Attacke kann man auch schon mal rot sehen. Da hat er Glück gehabt. Er kommt mit der gelben Karte davon. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten sie aber langsam aufpassen. Ja, das war klasse. Und das ist schon souverän, wie sie hinten in der Abwehr stehen. So, jetzt kommt er langsam in Position. Ah, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Also, wer so spielt, darf sich über gelbe Karten nicht beschweren. Der Schiedsrichter muss hier einfach hart durchgreifen. Solche Tore wollen wir sehen.
glaube, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Und so gerade eben haben sie den knappen Sieg über die Zeit geschaukelt. 3-2 geht's aus. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Das ist auch noch Tom Bayer für Ihre Aufmerksamkeit daheim.